Also ich sage schon jetzt so, wie es ist. SRF-Virus wird mir so hart den Arsch wegstriken. Ich glaube, SRF-Virus hat es nicht gerne, wenn ich auf Videos reagiere. Aber scheiß auf, ich wollte es gleich schauen. Ich finde es eigentlich cool, was SRF-Virus macht. Und zwar haben sie ein Video verladen, wie ist es, als Callboy zu arbeiten. Und Chat, ihr wisst ja, Callboy ist mein absoluter Traumberuf. Da sehe ich mich drinnen. Also wenn ein paar Interesse habt, dann könnt ihr gerne Chat abscrollen. Dort findet ihr meine WhatsApp-Nummer. Kapi. Also, oh no, Kapi, Digga. Keine Ahnung, wir schauen rein. Also ich komme auf jeden Fall nie zu kurz, das ist so. Hallo miteinander, mein Name... Er kommt nie zu kurz, oha. ist... Die Milfs könnten Melia noch twinten. Genau, Milfs können sich gerne twinten. Perfekt, Digga. Zurzeit Callboy. Luis, bin 32 Jahre alt und bin zurzeit als Sympathisch. Callboy tätig. Chat, wisst ihr, was ein Callboy ist? Wisst ihr schon, oder? Callboy. Das ist das, was der Maelo macht, wenn es mit YouTube nicht mehr läuft. Ich glaube, Callboy ist für jeden verständlich so. Wofür Also in erster Linie natürlich für Sex. Und perfekt, Digga. der kann natürlich ganz verschieden aussehen. Also gewisse Frauen wollen mit mir in den Ausgang gehen, wollen tanzen gehen, wollen ins Kino gehen, wollen in die Ferien gehen. Oder auch härtere Sachen. Oder Swingerclubs. Es muss nicht immer nur das eine sein. Chat, könntet ihr euch das vorstellen, als Callboy zu arbeiten? Also jetzt gibt die männlichen Leute hier im Chat. Könntet ihr euch vorstellen, als Callboy zu arbeiten? Nein. Für was für Frauen buchen dich? Vom Alter her kann das 16 bis 16? ich weiss nicht, über 60 sein. Von der Gesellschaftsschicht her, ich sage Doktor, Verkäuferin. 16, Digga? Ein 16-Jährige bucht der Ben. 16? Nein, 16 ist nicht illegal. Chat, nein. 16 ist nicht illegal. 16 ist aus dem Schutzalter draussen. Und dann darfst du, soweit ich weiss, mit jedem Sex haben, den du möchtest. Wenn es selbstverständlich einverstanden ist. Also einverständlich ist so. Also es sind wirklich ganz verschiedene Frauen. Das kommt Maximal 3 Jahre Abstand. Die 3 Jahre Abstand, also vielleicht bin ich jetzt so falsch, aber meiner Meinung nach, die 3 Jahre Abstand gelten nur, bis du nicht 16 bist. 16 nur bis 21-Jährige? Nee, Bro. Ab 16 kannst du, soweit ich informiert bin, mit jedem Mann Sex haben, mit jeder Frau, die du möchtest. Bin ich ziemlich sicher. kommt schon oft vor, dass sich auch Frauen bestellen, die jetzt vielleicht nicht mein Typ sind. Man wird ja nicht Callboy und man tut damit rechnen, dass sich laute Molls quasi sich bei dir melden. Aber als Callboy muss man da schon wirklich halt cool bleiben und das dann auch versuchen zu machen. Okay, ich glaube, er hat nicht so gute Erfahrungen gemacht. Einfach. Wie viel kostest du? Okay, das ist jetzt interessant. Verdient man als Callboy mehr als Schweizer Streamer? Schwierige Frage. Wenn dich eine Frau nur eine Stunde haben willst, dann ist es natürlich klar ein Preis, wo du verlangst. Ich finde 250 bis 53 Franken ist es in der Regel. 250 bis 350? Preis, wo du verlangst. Ich finde 250 bis 53 Franken ist es in der Regel. Für eine Stunde? Digga, ich werde Callboy. Ich sag's so, wie es ist. Im Schnitt sind es 200 Franken pro Stunde und 1000 Franken in der Nacht. Digga, die machen echt 1000 Franken pro Nacht. Digga, 1000 Franken? Wisst ihr, wie viel zum Mittag das sind? Das muss ich direkt ausrechnen, weil ich so eine 5-Head bin, Digga. Also, warte mal schnell. 1000 Franken für eine Nacht, wie viel zum Mittag sind das? 200 zum Mittag, Digga. Ich werde Callboy. Kannst du auch deine eigenen Fantasien ausleben? Minecraft zocken, so sieht's aus. 500 zum Mittag. 200 zum Mittag. Eigentlich eine Vorliebe für etwas ältere Frauen, das war schon in Deutschland bei mir der Fall. Ich mache eigentlich nichts, wo ich nicht möchte. Und dann gibt es natürlich schon so gewisse Sachen, so, ich sage jetzt mal Fetisch halt, ich weiss nicht, gewisse Dessous oder so, Krankenschwester-Dessous. Also ich komme auf jeden Fall nie zu kurz, das ist so. So ein Schlitzohr, Digga, so ein Schlitzohr. Der Elia kann man nur mit Mittag inklusiv buchen, ja, okay. Natursekt, Digga, Natursicht, Pocket Hazy, Digga. Gibt es auch Anfragen, die du ablehnst? Das nimmt mich zu Wunder. Es gibt Kunden, habe ich schon gehabt, die wollten das ohne quasi Geschlechtsverkehr, ohne Kondom. Und habe ich dann wieder abgelehnt. Es gibt einfach gewisse Bereiche, also wenn es zu schmerzhaft wird, dass ich einmal von einem Callboy gehört, dass er irgendwie, dass ihn eine Kundin nicht mit einer Bullenpeitsche auspeitschen und Bro, was? das würde ich jetzt nicht machen. What the fuck? Kommst du dort her, sie steht dort mit der Peitsche parat wie Indiana Jones. Denkst du, perfekt, Digga, da muss ich los. Das sind eigentlich mehr die engsten Vertrauten, so, wo Was ist jetzt die Frage? Sorry, wissen deine Familien und Freunde von deinem Job? Okay. das sind eigentlich mehr die engsten Vertrauten, so, wo das wissen, die das mitbekommen haben. Ja. Meine Familie weiß nichts davon. Ich
bin auch noch nicht bereit, es denen zu sagen. Eine Freundin Seine Familie weiss nichts davon, er ist nicht bereit, es ihnen zu sagen, aber er macht bei SRF Virus ein Interview drüber. Perfekt, Digga. Logik? Also weißt du, nein. von mir, die weiß das, und ein Kumpel. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt Familie wäre von diesem Dude, dann sehe ich SRF-Interview, ich bin Callboy, ja. Von Mannenseite her immer gut. Bei den Frauen kommt es ein bisschen darauf an. Ich sage jetzt, die so ein bisschen offen sind, finden das sehr interessant, finden das aufregend. Ich muss mir anhören, warum machst du das? Das hast du gar nicht nötig. Wie kommst du darauf? Warum braucht es Callboys überhaupt? Perfekte Frage, Digga. Warum ich? Das ist vielfach eigentlich auch die Frage der Frau, warum soll ich einen Callboy engagieren? Also ich meine, ich kann auch in eine Bar gehen, mir einen dort anlachen und dann habe ich einen Verdacht. Und was einfach die Sache ist, der Callboy bietet der Frau einen sicheren Rahmen. Das stimmt. Ich glaube, also jetzt kommt Callboy-Experte Lia Rohrbach. Ich glaube schon, ich glaube als Frau, Achtung, das wird jetzt wilde These, ich glaube als Frau allgemein mal so ein kurzes Zap-Zarab zu kommen, oder als Mann, je nachdem, ist eben in so einem Umfeld wie eine Bar oder Ausgang oder so, ich glaube gar nicht so mega schwierig. Aber es ist auch genau das sichere Umfeld, weil ich meine, Chat, egal ob Mann oder Frau, würdet ihr mit einer Person heimgehen, die ihr am gleichen Abend kennengelernt habt, vielleicht seid ihr noch ein bisschen betrunken oder so, würdet ihr zu dieser Person heimgehen? Oder die Person zu euch heimnehmen? Zu mir heim? Nee. Ja, Chat, merci vielmals für die Konversation. Perfekt, Digga. Scheiß drauf, ich sag's jetzt nicht mehr. Es ist ganz klar abgemacht, wie alles abläuft. Es gibt keine Art Überraschung. Also ich rufe nachher dieser Frau nicht am anderen Tag an und sage, hey, kann ich wiederkommen? Digga, also er läutet seine Kundschaft nicht noch einmal an und sagt, hey, kann ich wiederkommen? Ein Newsletter bestellen oder so. Was wünschst du dir von deinem Umfeld? Ich wünsche mir von meinem Umfeld, dass die das akzeptieren, was ich mache, dass ich als Callboy unterwegs bin. Dass Frauen einfacher haben, um ihre Sexualität freier zu leben, so wie sie wollen. Und wenn sie Lust haben auf einen Callboy, dass das einfach nicht jedes Mal muss so ein wahnsinniger Weg sein, eben durch die Vorurteile, die gemacht sind von der Gesellschaft und auch geschlechtlich bedingt sind. Ja, ich finde es ein cooles Video von SRF Virus. Sehr, sehr nice. Aber irgendwie gleich auch ein bisschen zu kurz. Also mir hat es jetzt noch ein bisschen mehr interessiert. Da hat schon jemand geschrieben, 16. SRF Virus hat geschrieben, mit 16 ist man aus dem Schutzalter draussen. Das heisst, man darf Sex haben mit Leuten, die älter sind als man selber. Jo, meine Rede, Digga. Meine Rede. Ja, ich finde es ein spannendes Video. Ich finde es auch eine spannende Eigenschaft. Ich meine, man redet ja viel von Prostituierten, das sind ja Frauen. Aber ich meine, es gibt ja genau das Gleiche in männlich, nämlich Callboys. Und darum finde ich eigentlich etwas, was es braucht. Ich finde es nicht moralisch verwerflich, wenn ich ehrlich bin. Jo, aber merci fürs Zuschauen. Sicher sehr, sehr spannend.